Guten Tag, ihr Leid. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht. Ins Schiff gehe. Ins Schiff gehe ist gut. Also ich will auf alle Fälle im Weltraum ein bisschen rumballern. Im besten Fall mit Schiff. Höchstwahrscheinlich größtenteils wieder ohne. Das Schiff verlieren oder so. Haben wir noch irgendwie was Interessantes hier? Nee. Projekt Zwillingsasche. Das sind noch ganz viele große Fragezeichen. Da würde ich generell mal wieder hingehen. Woher? Ja. Ja, das wissen wir doch alles. Was willst du von mir? Achso. Gerüchte-Eintrag ansehen. Was ist denn nachher? Die Türme von Zwillingsasche. Da gibt es Türme. Ah, naja, wahrscheinlich wollte ich genau das Ganze angucken. Ich finde, da gibt es Türme. Das war mir irgendwie nicht so klar, ne? Ja, dann. Das ist so schon irgendwie. Ja, hab jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo ich mich gerade eingeloggt habe. Aber so ist es halt. Die Minen der Nomai. Was geht denn hier ab? So, es ist mir auch ehrlich gesagt gerade egal, wo ich bin. Das da eben sieht zwillinginisch aus. So, linker Stick, Zwillingsasche, Autopilot, Feuer. Ja. Das ging verdammt schnell. Das geht immer noch verdammt schnell. Alles klar, runter mit dir, bevor der andere kommt. Ja, schnell vorbeigehuscht. Das ist Zwillingsasche, boom. Laber doch nicht. Alter, das ist Zwillingsasche. Ernsthaft jetzt? Das ist Zwillingsasche ganz am Anfang? Hat das schon ein Ding. Und mein Boot ist noch ganz? Nein, natürlich nicht. Gibt es schon noch irgendwas, was gut ist? Oh, es sieht irgendwie... Die Landekamera. Oh, sieht doch gut aus. Okay. Da habe ich natürlich astrein geparkt, merke ich gerade. Was ist das da über eigentlich? Ach ja, das stimmt dabei. Ja. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid, ich fliege mal ein wenig weiter. Also nur so. So ungefähr. Pump. Das ist ganz. Alles super. Ich habe nie was Besseres geguckt und nein, war alles super. Ja, ich habe halt einfach nur keinen Bock, dass wann der Planet über uns drüber saust, dass mir da immer fortgesaugt wäre. So. Ja, das ist natürlich vollkommen sinnlos. Irgendwie hier. Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin gerade. Achso, doch, weiß ich. Ich gehe ja mal an den Pol. Boah, Alter Junge, da muss ich irgendwie tierisch. Oh! Boom. Okay. Es gibt zumindest was zu sehen. Oh, da hier brennt Feuerchen. Ah, guck mal da. Ah, guck mal da. Moment. Hallo? Das ist so cool. Das ist das Schiff vom College wahrscheinlich, oder? So, ja. Ich finde das cool. Also, dass das halt einfach, ja, jetzt schleichen uns mal an dem mit drauf vorbei. Cool, wie wir sind. Ich gehe mal an den anderen Pool. Vielleicht. Es gibt halt im Moment einfach noch nichts zu sehen. Na gut, dass ich schon nicht so weit bin, ne? So, hier, hallo. Uppa.
Es gibt halt einfach noch nichts zu sehen, weil wir sind halt noch nicht so weit, ne? Ja, da muss ich schon noch ewig warten. Ich bin zu schnell. Ah, ich bin zu früh gekommen. Scheiße, hey. Ja, dann hupse ich mal da oben drauf. So. Weil ich's kann. Aha. Da gibt's auf alle Fälle was zu gucken. Auerle. Ja, Schwerkraft. Schwerkraft! Komm ich da jetzt hin? Nee, ich komm doch nur hinaus. Aber es wird, ne? Ich krieg schon. Was zitterst dann du so? Ich krieg schon Fallschade, das ist schon mal gut, ne? Also irgendwie. So. So, dann laufe ich einfach von da aus quasi daneben auf. Immer so ein bisschen deinen Planet im Blickwinkel haben. Kann ich ruhig jetzt mal wieder auf den Boden auftauchen. Hey. Hallo? Hallo? Aufsetzen bitte. Danke. Ich habe gerade Schiss gehabt. Ich bin jetzt aber. Nee, ich bin schon woanders da, ne? Okay, alles klar. So. Ah, das packe ich nicht. Okay, ja. Oh, Moment. Ist da noch was? Sina, dass du. Ah, jetzt hat es sich versteckelt. Ja, ihr Leid, ne? Was mir jetzt halt mache ist, ne, mir warte jetzt doch einfach. Hey, da gibt es halt einfach gechilltes. Wir haben ja Zeit. So, was ist denn mit dir? Bist du gerade da, ne? Tun jetzt einfach mal der komplette Planet ablaufen. Wir haben ja schon nichts zu tun, ne? So. Beziehungsweise, was man beobachtet. Hat ja wohl was zu tun. Da ist ein Y da. Ja, da oben huckt halt einer drauf. Aber halt. So. Jetzt sind wir wieder an den Dingens da. Alles klar. Ich will du halt hingehen, Mann. Hieß es nicht, dass auf der Asche. Ich glaube sowieso, wir sind doch im Falschen, oder? Nee, also wir sind nicht auf dem Glutzwilling. Da wollte ich nicht hin. Das ist mich schon. Ja, der ist ein bisschen weiter weg. 3 Minuten Sauerstoff verbleibend. Oh, das ist nicht gut. Moment. Höhlesplitter? Höhlesplitter? Und der bewegt sich ja nicht weg. Doch, er bewegt sich weg. Er ist doch über. Aber warum bewegt sich mein Schiff? Och nö. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jetzt ist mein Schiff schon wieder, ich hab's doch extra. Boah, die Scheiße, ich hab ich keinen Bock. Boah, ey. Jetzt habe ich doch extra mein Schiff so geparkt, dass es nicht aufgesaugt wird, weißt du? Und was passiert? Ja, es ist auf der anderen Seite geparkt. Ist doch scheiße. Ich hab doch extra geguckt, Mann. Ist aber komplett kacke, dass du im Raumschiff bist. Und du bist auf dem Planet. Du parkst gerade auf dem Planet, bist im Raumschiff. Warum kriegst du nicht angezeigt? Die Planetenoberfläche, die Pole vom Planet, so wie ich es im A-Zug angezeigt kriege. Warum nicht? Das wäre das Wichtigste. So. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, ich nehme hier. Ist eh viel zu früh jetzt. Das kann, was ich soll. Hopp, zack. Halt. Erstmal du mal das da, was ich da ingebe, hab du mal aus. Was da hin? Da komm, geht's dir.
Mein alter Schatzbesuch, mein alter Schatz, verstehst du? Schatz, haha. Witz, ich krieg mich nicht mehr. Ich krieg mich nicht mehr in hier. Jo, Bremse zünden, ist doch viel zu früh, du alter Schabernack, du. Das ist viel zu spät. Brems, Junge. Ja, jetzt pass auf. Alter, die Federlandung. Die berühmte Weses-Federlandung. Oh, komme ich nicht hier raus? So. Okay, fangen wir mal bei dir an. Was zur Hölle bist du und warum? Weiß er selber nicht genau. Verbrennte Feuerchen. Gehen wir jetzt halt hier. Ist es Lara? Schwert. Wehrkraft. Bumm. Bäume entdeckt. Also, hallo. Du alter Drummler, alles klar bei dir? Hallo, ja, verlief gut. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was führst du hier im Schild? Wir labern mal mit dem Herrn. Ja, ich habe herausgefunden, weil mit deinen Leid labert als öfters mal. Die haben dann andere Sachen, ne? So. Also, ja, okay. Guck mal da. Ich habe eine Notiz über den Hauptkrater auf dem Abraumfels gesehen. Nicht dein Ernst. Ich hoffe, sie war nützlich. Der Planet, den ich meine, ist möglicherweise komplett durchgefroren oder besteht zumindest teilweise aus Eis. So wie die Untiefen der Riesen, aber noch kälter. Lässt sich nur schwer sagen. Aber der 5. Planet, ist das der Indringling? Die Stelle gewachsen, wo früher der 5. Planet lag. Watson erschien im Kern des 5. Planeten und begann ihn von innen heraus zu zerstören. Schlussendlich zerbarst der Planet und die Bruchstücke wurden ins All geschleudert. Einige der Bruchstücke kollidierten mit anderen Himmelskörpern in unserem Sternensystem, darunter auch Abraumfelsen. Ich glaube, so entstand der riesige Krater dort. Ey, bei uns auf dem Planet ist auch so Kern da. Ah ja, das haben wir gerade gemacht. So. Ja. Wir hatten vorhin. Pass auf. Nee. Quantenfluktuation. Das hatte. Ja, aber das ist. Wieder wo ganz woanders. Vorhin war da einer. Oh, das war immer so weit weg, ne? Ne? Hallöchen. 76. Ich weiß nicht, wann ich jetzt gucken muss. Ist das? Zumindest mal ein riesiger Ingang. Warte mal, wo geht Licht da? Hier. Da waren wir irgendwie noch gar nicht, ne? Oder? Ich meine, da ist eine Tür. Dann gehen wir da durch. So. Okay, runter gehen wir schon mal nicht. Habe ich gerade eine Weile beschlossen. Das ist sowieso. Oh, jetzt komme ich da, aber okay, einer Stück vor, was will ich denn da oben eigentlich? Gar nichts, ne? Okay. Au. Ja, wird schon ein wenig runter, ne?
ist dann der, wo... 99. Wow, wo kommt der Planet? Okay, dann gehen wir da wieder hin. Ich vielleicht doch mal da oben hoch. Wo war dann der? 81, 80. Guck mal, wir kommen näher, wir gehen wohl die Richtung da, ne? So. Okay. Aber wenn ich schon gehe? Ah, Mann, wir haben doch keine... So. Wir haben doch keine Schwerkraft. Keine Angst, wir haben doch keine Schwerkraft. Oh! Aha, da waren wir noch nicht. Glaube ich. Koleus ist verschollen. Er verschwand vor einigen Tagen einfach aus der Seegrundhöhle, die am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Interessant. Und wir konnten bisher keine einzige Spur von ihm finden. Ich weiß nicht, wie viel Atemluft er noch hatte, als er verschwand. Ich bitte alle Freunde, die das hier lesen, uns bei der Suche nach Koleus. Das habe ich schon mal gelesen, oder? Ganz am Anfang war ich mal da. Kann das Sinn? Dieser Felsen ist mir sehr vertraut. Bist du hierher gereist, mein steiniger Freund? Seine einzigartige Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit ist nämlich identisch mit der eines Felsens, dem ich vor kurzem begegnet bin. Retti mit Felsen oder was? War das nicht dasselbe Felsenfragment, das wir in der Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol fanden? Ja, es ist jetzt schon dreimal drauf hingewiesen worden, ich verstehe es so. Wir planen die Seegrundhöhle vielleicht im Norden erneut zu untersuchen. Ja, wir müssen in den Norden, ist schon klar. Es gibt Neuigkeiten, Meloray und ich ging zurück zur Seegrundhöhle und beobachteten den Felsen von neuem. Manchmal ist er da, manchmal ist er verschwunden. Das bedeutet, der Felsen wandert genauso umher wie der Quantummond. Wie merkwürdig. Hä? Wir sind doch von Dokum, oder? Mann! Ah, aua, 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 aua. Sorry. Alter, jetzt ist er wieder da oder was? Bin ich jetzt halt. Wo bin ich denn jetzt? Derweil war der Kackstell weg. Aua. Ah ja. Du willst mich doch derweil verarschen. Echt jetzt. Ich schloss dich nicht mehr aus der Augen, Kollege. Der Stell ist jetzt mir. Okay. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt ganz woanders da sind? Ja. Ich hab's verstanden. Wie merkwürdig. Der Felsen hat mich zu einem neuen Ort gebracht. Ich frage mich, warum das passiert ist. Ja, weil ich Licht ausgemacht habe. Ich habe die Augen zugemacht. Ich habe nicht hier geguckt. Ja, dann übersetzt. Ich frage mich, ob ich selbst in den Quantenzustand übergewechselt bin, während mich der Felsen hierher brachte. Das ist meinem Verständnis nach die beste Erklärung. Hypothese. Wenn mich der Felsen herbringen kann, dann kann er mich auch wieder wegbringen. Meine Hypothese war korrekt. Ich kann mit dem Felsen reisen, solange ich meine Umgebung nicht sehe. Ich muss mich also in kompletter Finsternis befinden. Ich werde meine Mentorin hierher bringen, damit sie sich das auch anschauen kann. Jetzt ist auch Meloray hier. Unserer Theorie nach kann ein Wesen mit Bewusstsein, das Kontakt mit Quantenobjekten hat und kein Beobachter mehr ist, wodurch die Notwendigkeit völliger Dunkelheit erklärt ist, sich mit dem Quantenobjekt verschränken. Danach können sich beide umherbewegen. Freunde, Koleus hat eine neue Quantenregel entdeckt. Er hat mir auch versprochen, nie wieder zu verschwinden, auch wenn er dadurch etwas Nützliches erfahren würde. Merkwürdig, aber auch besorgniserregend. Die neue Höhle scheint weder Eingang noch Ausgang zu haben und der Felsen, der mich herbrachte, ist einfach verschwunden, als ich im Moment weggeschaut habe. Ja, der kommt aber wieder, wenn man wieder weggucke oder so. Der wandernde Felsen ist zurück. Nie zuvor habe ich mich so gefreut über den Anblick eines Feststoffsediments. Okay, das ist also die Höhle, wo der Stell bei mir Animido ist. Aber jetzt pass auf. Na? Na? Guck, da ist er wieder. So. Bumm. Licht aus. Licht an. Kakteen. Gut.
Okay. Ich habe nur noch sehr wenig Sauerstoff. Ich gehe mal nur zum Chat, dem alte Fotzbumber da. Der war, glaube ich, der war einfach da oben. Komm ich da einfach so hin? Das ist halt die Frage. Weil der ist schon ein wenig weiter oben. Ja, ich komme einfach so hier, guck. Hallo, bumm. So, gehen wir noch gleich ein bisschen Lufttanke. So, sehr schön, haben wir was gelernt. Moment. Ich möchte dir eine Frage stellen. Nicht so wirklich. Okay, dann wollen wir noch mal generell, was er da macht. Ja. Das ist interessantes Becken. Seegrund hat er nicht verlost. Schiffswrack, helles Licht, Himmel, nein, oh mein. Okay. Ich wollte nur Hallo sagen. So. Achso, ich bin am Rotes, ne, oder? So war mal weil, oder? Ja. Wo ist mein Schiff? Nein. Iwe war mal. In dem Dreier-Ding war mal da, weil. Gibt's da noch mehr? Was ist mein Schiff? In dem Zweier-Ding war man wohl noch nicht, ne? Ui. Oder? Au. Vitalfunktion niedrig. Lava doch nicht. Das der Vitalfunktion ist jetzt niedrig. Ich habe nur die Banatzlage, hau. Wenn es eine Dreier gibt, eine Torbogen und eine Zweier, gibt es bestimmt da Enser, oder? Machen wir jetzt so. So. Wenn ihr eine Spur von Coleus findet, dann sagt mir bitte umgehend Bescheid. Er ist einfach spurlos verschwunden während unserer Forschungsreise. Wohin ist er verschwunden? Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Das hatten wir schon gelesen. Ganz am Anfang war das, glaube ich. Seegrundhöhle untersuchen. Okay, das haben wir ja gemacht. Einzigartig in den wandernden Felsen. Bla 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 bla. Alles klar soweit. Das haben wir verstanden. Ja, da gibt's nichts außer Desto. Das ist nicht viel. Moment, ich mal nach oben gucken, ne? Hey. Moment, Kollege. Moment. Aber ich doch gewiss, dass du aber alle Felsen war. Bin ich jetzt in eine andere Höhle? Das ist doch, glaube ich, die, wo okay. Da habe ich gestattet derweil, ne? So. Das dürfte die ohne In- und Ausgang sind. Das ist die, wo ich aber wieder gefunden habe. Moment, das sind aber keine Kakteen. Ja, jetzt ist er wieder verschwunden. Aber die Kakteen, die waren doch aber alle nicht da, oder? Oder ist das mit der Brick? Nee, das ist der mit der Brick. Okay. Da unten will ich definitiv nicht hinfallen. So, da ist er wieder. Komm mal her, Kollege. Das ist die ohne Außeningang. Ja, guck. So.
Und das müsste die jetzt sind, wo ich hergekommen bin. Ja, okay. Soweit, so verständlich, aber... So. Oder so Ends. Hab mich schon gerade gefroht. Welche? Das ist ein Turbo 2. In einem 3er war ich schon. Da kommt übrigens der nächste Ding. Also gehen wir jetzt mal noch Ends. Oh cool, was ist das? Da war ich schon nicht. Ah, Moment, das ist... Das ist das Notruf. Gedönse. Ding. Lüfte. Ich will aber da hin. Da ist noch irgendwas da oben. Kann das gesehen? So Ruine oder sowas. Oh, was ist das drüben? Ah, das ist der Name vergessen. Das ist der Name vergessen, ihr wissen's. So. Was ist das hier? Ah! Wie war das wieder? Ich muss irgendwie irgendwas verstellen. Moment. Ich gebe mir mal die Erklärung angucken. Oh, die Musik geht schon wieder los, das kann gar nicht Sinn, ne? Unübersetzte Nomai-Schrift, ein übersetzt doch. Der Planet hat manchmal wirklich nur gelegentlich einen Mond, ebenfalls bemerkenswert, er verschwindet einfach, wenn du nicht zu ihm schaust. Das ist nicht schon eine faszinierende Orbitalcharakteristik schon irgendwie, ne? Ich habe deine Notiz gefunden, Melore. Du kannst mich auch zu den Bewohnern dieses Monds zählen. Was wohl passiert, wenn er verschwindet? Zweifelt es auf, zu existieren. Nehme ich an, der Mond taucht nicht nur um den Brückling gerade herum auf. Kreist auch im Holzkamin. Das würde aber heißen, dass dann der Mond, wenn er hinter einem Planet ist es so dann dunkel? Nee, also verschwindet der Mond nur, wenn er von... Jetzt wird's übel. Verschwindet der nur, wenn er von anderen nicht gesehen wird? Oder verschwindet er nur, wenn es komplett dunkel ist? Ne? Also wenn keiner hinguckt und es ist komplett dunkel, verschwindet er dann oder bleibt er dann? Oder ist es hell? So. Es ist das erste Mal, dass ich einen natürlichen Satelliten sehe, der die Fähigkeit hat, einfach zu verschwinden, wenn man nicht hinschaut. Wir sollten ihn untersuchen. Besser noch, wir sollten zu ihm reisen. Ich muss gleich niesen übrigens. Ist aber jetzt nicht schlimm, ich halte es noch aus, bis es nicht mehr geht. Ich stimme zu, unser erster Schritt dahin wäre die Entwicklung einer Methode, wie wir diesen Phantommond besser nachverfolgen können, damit wir immer wissen, wo er ist. Okay, einfacher Lehrling drauf. In Anbetracht der Tatsache, dass der Mond sich nicht bewegen will, wenn man ihn anschaut, könnte es sich um eine Form makroskopischer Quantentechnik handeln. Handele, bandele. Langsam doch, Kollege. Wolle. Jetzt pass auf. Du. Ja, du, mit dir rette ich. Genau. Und jetzt hat... Das geht nicht. Aber der da hinten. Zack, welche? Das sind so alle ein Ding. Ist das so der komische Mond? Welche, wenn ich nicht hingucke, dreht er sich weiter. Ich fliege mal noch daneben. Da, guck mal da. Lagerfeuer entzünden, jo. Marshmallow rösten, jo. So, da, hier. Erstmal was essen, so. Alles klar. Es ist Schätzforschungsaufzeichnungen, Eigentum von Chat. Nomai haben hier ganz offensichtlich astronomische Beobachtungen angestellt. Wir haben sich einen hervorragenden Ort ausgesucht. Wofür ist dieses große rotierende Gerät? Was haben die Nomai beobachtet? Ich würde postulieren, dass an den orangefarbenen Symbol auf diesem Gerät irgendwas Besonderes ist, ja. Hall und der neue Astronautenübersetzungsapparat könnten hier jetzt sicher weiterhelfen. Also. Okay, hier. Können wir hier auch noch gleich, bevor wir schon dabei sind, nochmal alles voll Nickerchen machen. Nee, das ist kein Nickerchen. Oh, doch. Gab's irgendwo Wand? Ja. Okay, alles klar. Ja.
So. Was steht da Feines? Das Ortungssystem des Quantummondes ist funktionsfähig. Wir haben Markierungen für alle Orte, zu denen der Mond wandert. Das ist gut zu wissen. Anona, Bo und ich haben soeben den Quantummond im Orbit des Schwarzdorn, Schwarzdorn ausgemacht. Das scharfe Augen, meine Freundin. Also bewegt sich dieser Mond zu insgesamt 5 Orten, nicht nur zu 4. Ich habe eine Markierung für Schwarzdorn hinzugefügt. Aha. Ich dachte, das Ortungssystem würde nun alle Orte des Phantommondes aufzeigen, doch manchmal kann das Ortungssystem nicht aufspielen, wo sich der Mond gerade befindet. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Gerät? Es ist möglich, dass auch ein 6. Ort in diesem Sternensystem existiert, zu dem der Phantommond reist. Aha. Schiffslog aktualisiert, sehr gut. Also, oh, ist das krass. Ne, wir gucken nicht hin, da kommt da jetzt Gefahr. Jetzt, hey, bleib stehen. Bleibst du stehen? Du Beser. Okay. Was ist das da unten? Das ist irgendeine Station, das ist soweit klar. Muss ich alle 3 irgendwie in Inklang bringen? Kann ich mich da drauf stellen? Passiert denn irgendwas? Ich glaube, was mal Schatten. Das ist der Kamin, Holzkamin, ne? Das ist der bröcklige Krater. Das scheint der Wasserplanet zu sein. Das ist der explodierte da, also der mit der Donne da. Oh, waren wir da hin eigentlich schon? Ja, da sind wir hergekommen. Na egal, aber das ist Sauerstoff. Hehe. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber halt, also wir sind unten am Südpol, also am Blaue. Haben wir halt auch viel rausgefunden. Und ich ja nicht genau weiß, was das da ist. Ja, das da hinten ist das Lager, da waren wir ja bald schon. Ich glaube, jetzt bist du im Kreis. So. Vorhin haben wir es halt gehabt, welche? Dass das. Ja. Läuft immer nur Stück für Stück. Gehe ich wieder weg, welche? Es läuft aber mir hin nur. Na guck aber, jetzt. Moment, ist das das Ding, was anzeigt, wo sich der schwarze Stern hinbeamt? Vielleicht? Welche so auf die Art, jetzt beamt er mich nur Holzkamin. Ah ne, das ist einfach nur Holzkamin. Ja, aber okay. Komm, wir gucken einfach mal. Ich könnte einfach da durchgucken, um zu gucken, auf was für Planet es geht. Hier, da, bröckliger Krater. Alles klar. Ich hänge gerade fest. Das ist. Weiß ich selber nicht. Wieso fahren, also die fahren rum, ich nicht. Das muss auch die Untiefe der Riese sind, oder wie das heißt. Dürfte her, ja. Holzkamin wieder sind. Ja, mach die Nummer da Runde. So. Okay, was ist denn das da? Es wäre halt super, welche, wenn ich mich drauf stelle, kennt und mitfahren kennt. Mann, ihr Leid, ich will mitfahren. Was ist das da eigentlich? Ist das Ding schon ingeschlagen? Karte aufrufen. Bin hier. Da ist der Indringling, ne? Aber der wird wahrscheinlich demnächst gleich kommen. Schwarzdorn. Den haben wir, glaube ich, noch nicht drin gehabt. Das haben wir jetzt so gelernt. Ja, ihr Leid, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, auf was ich warte hier. Das ist gut die Frage. Ich sage euch jetzt, was wir machen. Wir landen wie eine 1 hier. Blub. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Zum Beispiel da unten hin. Was auch immer das ist. Es ist natürlich jetzt uns voll zu spät. Ja. Ah, Schwerkraft. Schwerkraft, bumm.
Aua. Schwerkraft ist für Anfänger. Das ist natürlich jetzt halt hier schon ordentlich zu spät. So wie ich die Sache sehe. Was auch immer das war. Alles ist jetzt total versandet schon. So. Was ist das da? Kann man da nicht schon hingucken? Was soll ich mal da drauf hupsen? So von hier aus. Geronimo Bosch, aber okay. Hat nicht so funktioniert. Oh. Bleibt mal bloß was, hey. War eine gesehen, dass der da rumfährt. Moment. Das ist gerade der Aschegrader. Ich muss unbedingt zum am Schiff. Falsche Richtung, oder? Ah, nicht wirklich. Das ist schon in Ordnung. Ja, das Scout startet. Ah, guck mal da. Also, fehlt eine Platte. Ja, es ist jetzt eh Schluss gleich. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Schiff, wo ich eigentlich hier wollte? Immer, da ist er. Komm, das gucken wir uns von draußen an, oder? So wollte ich eigentlich hin. Zwillingsasche, guckt er das an. Jetzt bin ich drauf, ne? Jetzt haben wir keine Zeit mehr, auch nicht schlecht. So, ihr Leute, ich sage schon mal Tschüss, ne? Das war's mit der Folge für heute. Ah, da waren wir schon mal. Guck. Kann aber trotzdem noch weitergehen. Ich will jetzt nichts zu Geld. Au. Nee, was so wacht. Wir werden jetzt eh gestorben, ne? Fand ich jetzt nicht so dumm und mir das Genick gebrochen, weil wir werden jetzt eh gestorben. Es war jetzt wieder Zeit, ne? Wir lesen jetzt noch das Schiffslog durch. Damit wir dann für die nächste Folge gleich gerüstet sind. Haben aber halt dann doch schon ein bisschen was hingekriegt. Der Anfang war ein bisschen, ne? Aber wir haben jetzt festgestellt, dass wenn man auf dem Steh sitzt und die Augen zumacht oder es halt komplett dunkel ist, das weiß ich halt nicht, ne? Also ich habe dann halt einfach das Licht halt ausgemacht. Dass man dann halt gebeamt wäre. Das müssen wir uns natürlich noch überlegen. Wo man schon noch so Felsen finden könnte vielleicht und was das vielleicht bringt. Seegrundhöhle. Ortungssystem des Quantummonds. Und noch was? Haben wir nicht noch so irgendwie was Neues? Was ist das da? Blutzwilling. Wo gibt's Neues? Blutzwilling? Ich dachte, der komische Zuzelmond, dass das jetzt vielleicht auftauchen wird so langsam. Aber naja, also wacht. So. Jetslager ist noch registriert, will ich aber nicht hin. In der sonnenlosen Stadt gibt es noch was Neues. Nee. In der sonnenlosen Stadt musste ich sowieso noch hier. Aber hier. Türme von Zwillingsasche. Mehrere große Nomadtürme bilden einen Ring um den Äquator. Gibt es noch was zu entdecken? Ach, mach Sache, hey. War nicht festgestellt. So. Ist da oben. Quantummond. Nummer auf dem Brückling gerade beobachten Phantommond, der manchmal am Himmel erscheint. Hier nochmal auf den Glutzwilling beobachten Mond, der verschwand, wenn jemand hinsah. Quantummond, also die haben lauter Monde, sie halt.
Okay. Ortungssystem des Quantum-Monds. Das ist interessant. Ein Gerät der NOMA, mit dem der Standort des Quantum-Monds verfolgt werden kann. NOMA stellt die Hypothese auf, dass der Quantum-Mond eine Form der makroskopischen Quantentechnik-Mechanik sein könnte. Bewegt sich dann insgesamt 5 Orte, später dann eventuell sogar 6, haben sie ja gesagt. So. Seegrundhöhle. Kann ich mich jetzt hier beamen? Uiuiui. Mit einem Quantenobjekt zu reisen, um mit einem Quantenobjekt zu reisen, muss ich auf dem Objekt stehen und darf meine Umgebung nicht weiter beobachten, was bedeutet, dass ich in völliger Dunkelheit sein muss. Colleius benutzte diese Quantenregel, um der Höhle zu entkommen, in der er gefangen war. Jetzt muss ich aber wirklich klein in diesem Moment. So. Colleius und Melora kehrten zurück, um den Felsen zu untersuchen. Sie stellten die Theorie auf, dass es ein Wesen mit Bewusstsein, das Kontakt mit dem Quantenobjekt hat und seine Umgebung nicht weiter beobachtet, sich mit dem Objekt verschränken kann. Danach sollen sich beide gemeinsam umher bewegen können. So, das ist ja die These, die ich gesagt habe. Also ein Wesen mit Bewusstsein, das Kontakt mit dem Quantenobjekt, mit dem schwarzen Dingens hat und das Wesen selbst darf nichts mehr sehen. Sprich, der Mond ist immer da, oder halt auch nicht, Schrödingers Katze-Style, aber ein Wesen mit Bewusstsein muss drauf sein und Auge zu machen oder halt blind sind. So. In der Seegrundhöhle gibt es mehr zu entdecken. So, wo gehen wir dann hin, ihr Leid? Fürs nächste Monat, ehrlich, ne? Seegrundhöhle war ich schon eine Weile. Türme der Zwillinge hätten wir noch und die sonnenlose Stadt. Ich hätte mal wieder Bock auf die sonnenlose Stadt. Ich sah es halt einfach, wie es ist, ne? Moment, wir gehen mal da drauf. 4 Bezirke. Stimmt, wir waren erst beim Fusch, ne? Ich mach mal, ne? Wobei, ich brauche eigentlich die Rettungskapsel 2, um da gescheit hinzukommen. So. Dann würde ich sagen, aber... Türme von Zwillingsasche, aber Zwillingsasche ist halt so voll, ne? Müssen wir so ewig warten. Ah. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Höhleerforschung in der nächsten Folge. Oder soll man die Seegrundhöhle? Also Seegrundhöhle, ist das nicht quasi in der Nähe? Quantumhöhle. Quantumhöhle, Seegrundhöhle. Quantumhöhle, Seegrundhöhle. Ja, ich habe eigentlich mehr Bock auf Höhle. So sagen wir einfach, wie es ist. Wir gehen in die sonnenlose Stadt und tun uns so noch ein bisschen umgucken. Wir haben ja mehr oder weniger nur das Anglerfischfossil gehabt, ne? So, was haben wir dann schon noch? Guck, wir können ja einfach mal weiter gucken, ne? Alte Siedlung. Gibt's da vielleicht eine Städte drin? Rettungskapsel 3, guckt da zum Beispiel. Ne? Nördliche Siedlung. Ja, okay, meine Idee ist, wir gehen da hin und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Signal trifft. Schwarzdorn. Rettungskapseln. Wir gehen mal da hin und dann gehen wir in die sonnenlose Stadt und dann sehen wir, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ihr Leid, das machen wir dann beim nächsten Mal. So. Sina, das wäre jetzt voll geil, wenn ich jetzt hier im Raumschiff sie kennt. Ich bin ja gerade auf dem Planet, wo Norden und Süden von dem Planet ist. Muss mich doch mal umgucken. Karte aufrufen. Ja, das bringt mir so viel nicht. Ja, okay. Machen wir alles beim nächsten Mal.
wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es noch ein bisschen Höhlenforschung. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann sage ich mal Tschüss. Ja, tschüss.